Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion, dieses Mal aus Hawaii. Mich begleitet, ich bin übrigens der Corby, der gut aussehende, in Bermuda-Shorts ansehnliche Kani Kanfred Kanheimer. Hi. Ja, hello. Hello, das heißt Aloha. Aloha, Corby. Ja, du, Aloha, hey. Liebster Teil meiner Ohana. Oh. Ja, du... Mensch, über was reden wir denn heute? Lilo und Stitch, oder? Ja, also wer es noch Ohana noch nicht kapiert hat, der soll jetzt sowieso gleich wieder ausschalten, weil Lilo und Stitch gehört eigentlich zum Grundwissen, zum filmischen Grundwissen. Aber wir reden nicht über das Grundwissen, was der Zeichentrickfilm ist, sondern über die Realverfilmung, weil Vollkontakt so nett war und hat uns da eine Blu-ray geschickt, dass wir uns dieses Filmchen anschauen, weil im Kino habe ich mir nicht angeschaut. Du? Na, ich auch nicht. Da sind wir, glaube ich, aber auch nicht die richtige Zielgruppe fürs Kino, um den Film. Ja, du schon. Ich verbessere das, was ich gesagt habe. Ja, prinzipiell gehe ich eigentlich, möchte alles im Kino gesehen haben, aber der hat mir jetzt, die Realfilme von Disney sind jetzt nicht die Filme, die mich unbedingt ins Kino ziehen. Und das wäre ja ursprünglich halt gar nicht gewesen. Ursprünglich war ja der Film für Disney Plus angesetzt, deswegen hat das Ding nur... Ihr seht jetzt gerade meine Gänsefüßchen nicht, die ich gerade mache, aber nur 100 Millionen Dollar Budget bekommen. Die armen Produzenten von Lilo und Stitch. Die armen Produzenten. Ja, es war, also finanziell gesehen war es dann tatsächlich wieder mal ein Glücksgriff für Disney, nachdem ja die ganzen Marvel-Filme nicht so performt haben, wie sie es sonst machen. Hat Lilo und Stitch dann dafür mit über 1 Milliarde Einspielergebnis ganz schön reingehauen. Ja. Übrigens, Leute, wir sind wieder mal gnädig. Wir wollen diese Blu-ray, dieses Rezensionsexemplar nicht behalten. Wir verlosen das wieder. Es gibt wieder ein Gewinnspiel an unsere Viva la Movielusion Ohana. Wird dieses Stück verlost. Dieses Mal ist es ganz einfach. Ihr macht eine Story, in der postet ihr Hashtag Movielusion Ohana und markiert uns dazu. Und wir werden dann nach Release, also eine Woche nach Release von dieser Folge, werden wir den glücklichen Gewinner anschreiben. Es wird dann nochmal genauer beschrieben, natürlich in die Shownotes, damit ihr wisst, wie man Movielusion Ohana schreibt, weil wer es falsch schreibt, der kann abhauen. Aber, ja, oder gut, ich lasse einen Rechtschreibfehler lasse ich zu. Mehr nicht. Mehr wie viel ist das dann? Über die Markierung. Ach so, stimmt, okay. Also ist im Endeffekt einfach das Relevante, ihr müsst uns markieren. Genau, aber wir wollen ja da, dass Movielusion Ohana dabei steht, dass wir wissen, es gehört zu unserer lieben Familie. Sehr gut. Einfacher geht's nicht. Wer das nicht auf 3 bringt, der soll abhauen. Eine tolle Blu-ray, übrigens noch original verpackt, diese Blu-ray. Ich hol's gerade in die Kamera. Das überhaupt nichts bringt, weil wir das Video dieses Mal nicht aufnehmen. Auf gar keinen Fall, weil ich schaue aus wie frisch ausgespuckt. Oh ja. Es müssen auch dazu sagen, Corby und ich, wir sind ein bisschen angekrankelt, aber vollster Einsatz für unsere Ohana hier, wir hauen für euch diese Folge durch. Ja, jederzeit. Und vor allem, das kommt mir jetzt gerade erst so richtig, kann es sein, dass diese ganzen Disney-Realverfilmungen bisher immer nur wir zwar besprochen haben? Ich glaube schon, ja. Weil der Mike hält es ja auch nicht für nötig, dass er sich das mal mit seiner Familie anschaut. Der möchte anscheinend keine schöne Zeit mit seiner Familie haben. Mit seiner Ohana. Ja, genau. Weil ich kann mich an Susi und Strolch erinnern, an Mulan. Dann hört es aber auch schon langsam auf, weil so gut waren dann die anderen Filme alle nicht. Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist der 3. Film. Die 3. Realverfilmung, die wir davon versprechen. Das ist ja schon fast Reihe, da sollte man schon eigentlich Steady-Folgen draus machen. Na, bitte nicht. Stundenlange Steady-Folgen. Zu Disney-Realverfilmungen. Hast du den Zeichentrickfilm eigentlich auch mal gesehen? Ja, aber halt als Kind. Also, und ich bin jetzt gespannt, ob du dir die Mühe gemacht hast und beide dir reingezogen hast für diese Folge. Ich habe mir zumindest nur kurz mal die ganzen Unterschiede angeschaut. Ich hab mir nochmal angeschaut, den Zeichentrickfilm, den habe ich auch schon, keine Ahnung wie viele Jahre nochmal gesehen. Aber doch, dann ist das eine Gelegenheit, dass ich den wieder mal einbaue, weil die Zeichentrickfilme, für die habe ich immer so, wie der Mike gesagt hat, einen Softspot. Ja, warte mal, hast du dir nur den Zeichentrickfilm angeschaut?
Nein, natürlich habe ich beide angeschaut. Weil, was ist mit der Serie? Ja, und ich hätte dann auch noch Lilo und Stitch Zeichentrick Teil 2 anschauen können und Stitch und Co. den Film und so weiter. Das kann ich auch noch alles machen. Wir können auch nur eine Folge machen, Corby, wenn du magst. Nein. Ja, okay. Dann lass mich in Ruhe und schimpf mich da jetzt nicht. So, für die Hörer, die jetzt gerade da sitzen und sich denken, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Um was geht's denn da, Kani, in Lilo und Stitch? In Lilo und Stitch geht's um den titelgebenden Stitch, der eigentlich, wie ist der Experiment 626? Irgendwie so? 626, ja. Oh, leck, ich hab's voll gut gewusst. Der ist von irgendeinem verrückten Alien-Wissenschaftler erfunden worden. Stitch ist auch ein Alien. Und soll dann verbannt werden. Und das passt ihm halt nicht so ganz, die Sache. Und dann haut er ab und fliegt, wie der Zufall so will, auf die Erde. Landet da Bruch. Und wird dann von einem Bus überfahren und landet im Tierheim. Und dann ist da die Lilo, die mit ihrer Schwester zusammenlebt und dann einen Hund gern hätte und den Stitch im Tierheim findet und adoptiert. Fällt kaum auf, dass gut, sie meinen, das ist ein hässlicher Hund. Ja, genau, und die nimmt halt da mit und er macht halt nur Chaos und die Schwester hat halt das Problem, dass sie auf die Klo aufpassen muss, weil es darum geht, dass sie erziehungsberechtigt für sie bleibt. Und das ist dann alles. Weil die Eltern gestorben sind, sie sind Waisen. Oh, krasser Spoiler. Das ist doch ein Spoiler, das gehört zur Handlung, Mann. Also, Entschuldigung. Ja, und es macht es ja nicht leichter, wenn jetzt da auch noch so ein Alien ist, dessen Hauptziel eigentlich ist, alles sie kaputt zu machen. Und er stiftet natürlich einen Haufen Chaos, aber es geht dann natürlich in eine Richtung, dass sie die doch gern haben und zusammenbleiben können, weil der Stitch nämlich auch dann von dem seinem Erfinder, seinem Schöpfer und nur so einem anderen Alien gejagt wird und soll wieder zurückgeholt werden, wegen der Weltraumföderation, die das befohlen haben. Und dem müssen sie sich alle zur Wehr setzen, damit sie eine glückliche kleine Ohana sein können. Genau. Wie der Stitch nämlich sagt, Ohana ist Familie. Ja, gut, dann hast du schon alles gesagt. Passt? Sind wir durch? Sind wir durch mit dem Thema? Ja, also du hast ja den Vergleich gegeben und das, was, als ich mich da ein bisschen vorbereitet habe, mir tatsächlich während des Realfilms überhaupt nicht aufgefallen ist, aber ein bisschen komisch vorgekommen ist, dass ja in dem Zeichentrickfilm von 2004 ein anderer Alien der Böse war, der sie die ganze Zeit gejagt hat. Und ja der Erfinder, der Dr. Jamba Chokipa und der Agent Plickly, das sind die zwei Aliens, die jetzt in der Realverfilmung die Bösen sind und also einer davor ist der Schöpfer, der Doktor, dass die ja da zwar damals schon unterwegs waren, aber ja eigentlich die ganze Zeit eher ein bisschen geholfen haben. Genau, also es war so im Zeichentrick, waren die beiden, die du jetzt ja gesagt hast, die waren von Anfang an diejenigen, die ihn schon gesucht hat und einfangen wollten. Das dreht sich aber dann irgendwie, dass dann sagen, sie helfen ihm. Und dann kommt der komische, riesige Hai-Alien noch nachher und soll einen Stitch dann schnappen. Mhm. Und der komische Hai-Alien, der ist aber im Realfilm jetzt gar nicht dabei. Also der hat überhaupt keine Rolle, überhaupt keinen Auftritt. Und wie war das mit dem, also es taucht dann irgendwann so eine Art FBI, CIA, Polizistentyp auf, der Cobra, der ebenfalls auf der Suche nach dem Stitch ist. Und den habe ich auch so in Erinnerung, dass der in der Zeichentrickversion eigentlich ein ununterbrochen so ein böser Charakter war, der einer halt auch auf der Spur war. Ja, der war, das haben sie jetzt in der Realverfilmung auch so aufteilt, wenn eine Zeichentrickserie war der Cobra auch gleichzeitig dieser Jugendamtbeauftragte, der bei einer schaut. Und das haben sie jetzt aufteilt in der Realverfilmung. Jetzt ist ja die Dame, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, aber die spielt, ich glaube, das war die Hauptrolle von Relic Hunter. Die Tia Carrier und dann den Cobra, den haben sie jetzt praktisch auf zwei Figuren aufteilt und im Zeichentrick war es nur einer, der Jugendamt Sepp war und gleichzeitig, wie sie dann am Schluss ausstellt, auch anscheinend schon mit Aliens in Kontakt war und alles. Das haben sie jetzt auch ein wenig aufgesplittet. Also viele Charakteränderungen schon mal, was natürlich auf dem winzigen Budget, das der Film bekommen hat, beruht. Nochmal, die Armen. Ja, stimmt. Aber für das, also wenn wir mal wieder kurz drauf eingehen, das ist, muss ich sagen, die Effekte schauen wirklich hervorragend aus für das, dass er gerade 100 Millionen Budget hat. Das haben es bei manchen MCU-Projekten mit 200 Millionen nicht so schön hingekriegt. Hör auf, nur zum Sagen, das war Spaß von mir.
im Vergleich zu ihren normalen Produktionsbudgets bei Disney-Filmen, das sind ja, die gehen ja normal immer bei, was weiß ich, 180 bis 250 Millionen. Und wo man sich halt einmal fragt, warum. Vor allem, wenn man dann da bei den alten Sachen auf die Effekte angeschaut hat, wo er wirklich sagt, wo ist dieses Geld geflossen? Und dann machen sie mal für Disney-Verhältnisse, jetzt mache ich Gänsefüßchen wieder Korbi vorher, das ist nicht gesagt, also für Disney-Verhältnisse einen Low-Budget-Film. Und dann schaut es und der schaut halt wirklich, also ich sag, der Stitch, der schaut wirklich hervorragend aus, das merkst du eigentlich gar nicht stark, dass der animiert ist. Die Weltraumszenen schauen super aus, allgemein die Aliens und auch die Verwandlungen von einer, also effekttechnisch ist es wirklich hohe Qualität wieder mal. Wo es ja aber allgemein scheinbar auch bei Disney wieder so der Trend wird, dass die Effekte besser werden, wenn man es jetzt eben Lilo und Stitch, Thunderbolts und Fantastic Four als Beispiel nimmt. Das ist ein sehr guter Trend, den ich sehr wohlwollend aufnehme, muss ich sagen, weil das hat mich schon ganz schön geärgert, dass bei diesen extremen Budgets, die da eingeflossen sind, dafür die Effekte trotzdem immer nur so beschissen waren und teilweise sogar schlechter geworden sind. Mhm. Das Einzige, was ich bei dem Film, wo man es eben vielleicht anmerkt, da ich sagen, ist ein wenig die Optik in die Außenaufnahmen am Strand und so. Da schaut er ab und zu nicht so nach Kinofilm aus, sondern eher so nach TV-Produktion, einfach von der ganzen Bildoptik her, finde ich. Ich hab's ja vorhin gesagt, es war ja eigentlich nicht fürs Kino gedacht. Ja, aber ja, aber das meine ich, da hast du irgendwie so einen Kontrast, wo ich finde, dass man so ein bisschen merkt, da merkst du eher so diese TV-Produktion, als bei die ganzen anderen Szenerien, aber irgendwie habe ich das Gefühl habe ich nur beim Strand irgendwie gehabt. Nein, ich finde, das hat man in so den Café-Szenen oder wenn es da an ein paar Orten unterwegs waren, schon gemerkt, weil die Kamera immer sehr nah an den Charakteren dran ist und du relativ wenig Totale siehst. Das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass man vielleicht jetzt eine ganz so viel Szenen gedreht hat und sie dann nicht so viel Mühe gemacht hat, weil man vielleicht weniger Geld hat. Und das andere ist, wenn du jetzt auch an Susi und Strolch denkst, der ist ja auch direkt bei Disney Plus rausgekommen. Der war auch sehr hell, im Gegensatz zu halt jetzt Schneewittchen oder Ariel, die halt doch für Realverfilmung, Adaption von einem Zeichentrickfilm sehr düster rüberkämmern, streckenweise. Vom Bildton meinst du jetzt her, das düster, dunkle, ja. Ja, also da merkst du auf alle Fälle, ja, bei Susi und Strolch und die zwei, was du jetzt gesagt hast, da merkst du auf alle Fälle den Unterschied an Produktionsqualität, finde ich. Da finde ich, passt's auch. Also deswegen, ich hätte den nicht im Kino braucht, also auf Disney Plus, ja, so ein Schmankerl für das teure Geld, das man Disney da monatlich in den Rachen schmeißt, das ist schon ganz nett. War ich gleich positiv überrascht, als man in der ersten Szene im Weltraum das auch halt mehr so comichaft sieht. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich in diesem Animationsstil kann der Film für mich einfach bleiben. Hätte auch funktioniert, ja. Das hätte auch funktioniert. Und aber ich finde auch, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, mir wird wahrscheinlich sowieso keine Disney-Realverfilmung von einem Zeichentrick-Klassiker ins Kino ziehen. Das hat, ich glaube, ich war nur bei Aladdin, die Schöne und das Biest und König der Löwen. Ich glaube, die 3 Realverfilmungen habe ich im Kino gesehen. Die waren so wert, finde ich. Das waren, glaube ich, so eine hochwertigsten Produktionen von denen Remakes, nenne ich es jetzt einmal. Aber ja, für Disney Plus, für so einen Couchabend sind die Filme, ist Lilo und Stitch absolut perfekt. Und jetzt, der gehört aber trotzdem auch zu die besseren Realverfilmungen, muss ich sagen. Also ich war wirklich gut unterhalten von dem und sehr positiv überrascht, weil die letzten, die ich jetzt gesehen habe, Holla die Waldfee, also Ariel, Schneewittchen oder Peter Pan, da war schon ab und zu kurz einmal also Suicide-Gedanke in mir. Peter Pan ist auch schon real verfilmt. Der ist auch direkt auf Disney Plus gekommen. Aha. Und der ist auch grauenhaft, möchte ich behaupten. Okay, ja, super, schön. Schau doch noch, super, machen wir Folge. Also wir haben es tatsächlich sehr passend für den Film gemacht. Das war ein Sonntagnachmittagsfilm. Einwandfrei. Ich habe vom Gefühl her den Zeichentrick besser in Erinnerung. Also mit einer besseren Qualität an Witz und so. Das kommt halt einfach beim Realfilm an manchen Punkten nicht so rüber. Ja. Da ist für mich die beste Szene, wo ich das erklären kann, das, wo er den Finger auf den Plattenspieler drauflegt und dann über seinen Mund den Elvis-Song spulen kann. Das ist in den Zeichentrick
viel lustiger, weil ja die Nani da entsprechend reagiert. Ja. Und das haben sie ja da komplett weg ignoriert. Also ich meine, ja, haha, witzig, sie merkt es überhaupt nicht. Ja. Aber irgendwie dadurch geht halt der Witz auch komplett verloren. Ja, da geht er komplät flöten wieder mal. Und es ist wieder mal, also ich bleib bei meiner Aussage, die ich da immer triff. Schön, dass ich ihn gesehen hab. In dem Fall schön, dass ich ihn gesehen hab, weil er gut war, aber ich darf immer auf den Zeichentrick zurückgreifen. Wie es bei allen Disney-Realverfilmungen ist, ich werde niemals wieder den Drang haben, dass ich sage, ich schaue mir die Realverfilmung an, weil mir die Zeichentrickfilme immer besser gefallen und vor allem bei Lilo und Stitch ist auch, ich finde, der hat einen ganz schönen Animationsstil, der Zeichentrick. Da schauen die Figuren einfach, da gefällt mir der Stil an sich schon ganz gut. Er ist halt auch ein wenig knackiger, weil der Zeichentrick dauert 1,5 Stunden und der Realverfilmung dauert jetzt 2 Stunden. Und das ist, mir ist das da einfach viel lieber. Also, den habe ich gesehen, den finde ich ihn auch gut. Der gehört zu die sehr guten Disney-Realverfilmungen. Aber trotzdem bleibe ich immer bei die Zeichentrickfilme hängen. Da bin ich ein Gatekeeper. Ja. Richtig true bin ich da, wie Black Metaler mit V geschrieben. Das ist true. Also er bewegt sich auch nicht weit weg von vom Zeichentrick in manche Dinge. Also zum Beispiel das Intro ist ja fast teilweise 1:1 umgesetzt worden. Also wirklich auch von die Einstellungen und so her, wie der davor fliegt und wenn er dann in den Hyperraum springt, wie das große Mutterschiff. Also er bewegt sich von ganz nah am Original bis zu ganz weg vom Original. Das ist aber, finde ich aber gut gemacht. Die haben sich da gut die Waage gehalten, so dass du nie aus dem Lilo und Stitch Universum gerissen wirst und sagst, das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit dem Zeichentrick zum tun. Das finde ich, haben es ganz nett umgesetzt. Ja, aber ansonsten ist informationstechnisch sind wir nicht gut aufgestellt. Aber deswegen switchen wir gleich rüber zu unseren Tops und Flops und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Mein Top ist die Schauspielerin, die Lilo gespielt hat. Ich finde, die hat das echt gut gemacht und sie war ein richtig liebes Dirndl einfach. Die hat gut harmoniert mit dem kleinen Stitch und auch allgemein hat die das wirklich hervorragend umgesetzt. Also mir hat es Spaß gemacht, der Kleinen zum Zuschauen. Auch wenn es mich ab und zu genervt hat, dass so dämlich umeinander schreit, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das liegt in deinem Kinderhass. Ah, okay, das kann sein, dass ich da ein wenig, darum habe ich das jetzt eigentlich gesagt, dass mich nervt, weil man gedacht habe, ich bin da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen. Und mein Flop ist, dass die beiden Aliens, diese Young, der Bleakley und der Jumba, dass die meiste Zeit als Menschen unterwegs sind. Das war für mich, ja, es war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es billiger war, einen Zach Galifianakis zum Engagieren oder ob es billiger gewesen war, die ganze Zeit einen animierten Alien rumlaufen zu lassen. Ich weiß es nicht. Aber das hat mir das war mein Flop, weil ich finde, da ist ein wenig was von dem Charme oder Zauber, den der Zeichentrickfilm gehabt hat, verloren gegangen, weil die Aliens nicht mehr dabei waren. Und bei dir? Da mache ich doch gleich weiter mit meinem Flop. Und zwar ist es auch der Zach Galifianakis. Tut mir leid, ich tue mir immer sehr schwer mit komplizierten Namen. Ja, vor allem griechische Namen, was soll das? Ja, irre. Weil da besetzten die einen echt lustigen Schauspieler. Also eigentlich, ich kenne fast keine Rolle, wo man nicht die ganze Zeit schmunzeln muss, wenn man ihn sieht. Und da kommt er irgendwie gar nicht lustig rüber. Null. Das fand ich irgendwie echt schade, weil dann hätten sie ja irgendeinen 0815 Schauspieler casten können. Ja. Aber irgendwie, wenn man halt ihn sieht, dann denkt man, okay, jetzt bin ich schon gespannt, in welche Witze die den dann einbaut haben. Weil der Agent Bleakley, der Billy Magnussen, keine Ahnung. Der ist ja tatsächlich echt lustig. Dem haben sie halt da alle entsprechend den Raum gegeben, dass er halt witzig sagt. Aber beim Herrn Galafi beim Sack ist einfacher. Und mit dem Sack, aber ich bin noch nicht per Du mit dem, egal. Da haben sie ihn irgendwie, verhungern lassen. Ja, aber steht ihm auch überhaupt nicht die Rolle, finde ich. Ja. Das ist, mit dem, dass er die ganze Zeit so ernst und grantig ein wenig ist, das weiß ich nicht, das steht ihm einfach nicht, gefällt mir nicht. Ja. Und ich habe auch ein ähnliches Top, aber ich nehme die andere Schwester, ich nehme die Nani, die Sydney Elizabeth Agildong, die hat einen echt tollen Job gemacht. Also zwischen diesem, sie versucht die Verantwortung für die Lilo zum Tragen und halt dann, sie versucht gleichzeitig mit dem Stitch klar zu kämmer, gepaart mit dem, ich muss Geld verdienen, kam richtig gut rüber.
Ich finde es auch cool, dass die dem Charakter mehr Tiefe verliehen haben und auch, dass dadurch das Ende anders ist, wie im Zeichentrickfilm. Wir verraten nicht, warum. Philipp, auch wenn du jetzt da sitzt und umeinander kreischt, weil dass die gefälligst spoilern sollen, schaut's echt dann das selber an. Oder machst Gewinnspiel mit und gewinn den Film und schau dann an, genau. Richtig. Fand ich das echt eine coole Schauspielleistung und ich glaube, du hast zu mir gesagt, dass es ja auch geplant ist, dass da eine Fortsetzung gibt. Hab ich was gelesen, dass da schon eine Fortsetzung geplant ist, genau. Aber bei dem Einspielergebnis im Vergleich zum Budget ist das zu erwarten gewesen, ja. Da hoffe ich, dass die beiden Mädels das verdient haben, dass die halt dann auch die Rollen weiterhin behalten dürfen. Ja, aber cool. Sollten es zeitnah machen, nicht, dass die Lilo zu alt wird. Mhm. Oder wie es im Zeichentrick oft genannt wird, da wechselt es von Lilo zu Lilo, die Bezeichnung von ihr. Ja, ganz da haben sie halt so diesen Hawaii-Touch besser ausbaut. Es kann sein, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das gibt's ja nicht. Habe ich das immer falsch gesagt in meinem Leben, Lilo und Stitch. Weil die Schwester im Zeichentrick sagt immer Lilo am Anfang, aber am Ende sagt die Schwester auch auf einmal Lilo. Da habe ich gar nicht mehr ausgenommen. Ich dachte, jetzt geht's wegen Corby. Ja. jetzt habe ich ja einen Namen Schlaganfall. Und Kani, wenn du was in diesem Film ändern könntest, was wäre es? Jetzt klaut mir ja einfach meins. Bei einem Realfilm, wenn ich was ändern könnte, dann darf ich sofort den Zach Galifianakis mit einem Dropkick aushauen und einen anderen Schauspieler für diese Rolle hernehmen. Und zwar an Gérard Depardieu. Okay. Wäre passend, ja. Ja. Das war meine Änderung, die ich machen hat. Ja, gefällt mir. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Ich bin nicht einfach, ich war eigentlich in Hollywood gut aufgekommen, aber mich fragt ja keiner. Ja, und dann gibt's eigentlich nur noch die goldene 3T-Frage zu beantworten. Und da wären wir, glaube ich, grandios enttäuscht. Mhm. Wie schaut's denn aus mit Titten in diesem Film? Keine Titten. Und deshalb wollen wir auf Hawaii sind, Leute. Ja, Hawaii ist dafür bekannt, dass Weiber oben ohne rumlaufen. Dann Trompeten? Auch nicht. Und deshalb wollen wir auf Hawaii sein, wo bekannt dafür ist, dass Männer unten ohne rumlaufen. Und das letzte T, die toten Tiere. Haben wir auch nicht. Gott sei Dank. Und das ist auf Hawaii. Und das ist auf Hawaii, wo Schweine eigentlich immer gebraten werden am Strand. Genau. Unglaublich. Also da ist die Hawaii nicht gut dargestellt worden. So wie es wirklich ist. Ja, richtig, weil wir sind ja Hawaii-Experten. Absolut, ja. Das habe ich studiert. Hawaiiologe bin ich. Keine Tees, das ist schwach, aber gut. Sind wir gnädig dieses Mal und verbannen diesen Film nicht ins filmische Exil. Ei. Ja, gut, dann haben wir das auch erledigt. Lilo und Stitch mit einem grünen Haken droh. Sie dürfen eine ruhige Fortsetzung machen. Nichtsdestotrotz hat's der Kani schon gesagt, werden die Zeichentrickfilme immer die erste Wahl sein und bin schon gespannt, ob Disney einmal wieder Geld in die Hand nimmt, um neue Dinge zu entwickeln. Klares Nee. Aber ich glaube, irgendwas habe ich gelesen, dass sie angeblich an einem wieder gezeichneten Film arbeiten. Oh. Da habe ich mal irgendwas gelesen, dass dann, ich weiß nicht, ob es eine Stellenausschreibung war für eben solche Animationskünstler. Genau kann ich es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber irgendwas habe ich da im Kopf, dass es Gerüchte gibt, dass sie an so einem gezeichneten Film arbeiten. Also da ins Kino gehen für so etwas, weil das war wieder mal richtig cool. Warst du damals im Wish? Nein, den habe ich, glaube ich, Wish mittlerweile gesehen? Ich glaube auch nicht, bin mir nicht sicher. Das war ja das mit dem 100 Jahre Disney-Abspann. Mhm. Und also den fand ich echt schlecht. Den Abspann? Oder den ganzen Film. Okay. Ja, genau, stimmt, das hast du schon mal gesagt, dass es nicht gut war. Aber du bist ja da mehr Disney-Fanboy wie ich, deswegen kann es ja sein, dass ich einfach Kunstbanause bin. Ja, bist einfach wieder doof. Ja, richtig. Mit T, doof. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Lilo und Stitch haltet oder auch von der Realfilmpolitik von Disney. Vergesst nicht unser Gewinnspiel. Wir schreiben auch nochmal die Details in die Shownotes. Und ansonsten vielen Dank, Kani, fürs Dabeisein. Ja, das gebe ich zurück. Kränklich wie wir sind. Richtig, da bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Hawaii. Doch. Ohana. Und von unserer Ohana. Von unserer Ohana. Macht's es gut, wiederschauen. Adieu.